Da heute war ich mal verzeihen, wie wir mir seit fast 40 Jahren unser Gemüse bauen. Wir haben da so ein Feld mit ungefähr 40, 45 Meter lang, 5, 6 Meter breit, ein wenig terrassiert. Und wie man jetzt sieht, ist schon vor Herbst und es ist das Meer abgeerntet. Unser Rezept dafür, dass wir keinen Kunstdünger brauchen oder sonst irgendetwas, ist, dass wir Flächenkompostierung machen. Sobald das Feld abgeerntet ist, wird da Gras drauf gefahren, ungefähr so 20 cm dick ausbrot. Das hat folgenden Effekt: Es hält die Erde und Drucker, feucht natürlich. Es hält die Erde und feucht. Es wird im Laufe des Winters, man darf nicht vergessen, jetzt haben wir Anfang September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, 7, 8 Monate bleibt es jetzt da drauf. Ansonsten darf die Erde noch liegen. Darf verunkrauten, wird ausgewaschen und in dieser Zeit kann das Bodenleben diese Mulchdecke drauf umwandeln. Also mir fordert man nicht einen Boden, sondern das Bodenleben. Und das Bodenleben wiederum fordert unsere Pflanzen. Es gibt manches Argument gegen diese Art der Flächenkompostierung, vor allem Weihmais, aber hält sie bei uns auch in Grenzen. Und wenn ab und zu mal ein Erdpfeh angefressen ist oder ein gelber Wurm, das ist schon erlaubt. Wir haben übrigens auch keine Schnecken, obwohl man meinen möchte, in so einem weiten Garten umgeben von Wald und Wiesen, müsste es gerade wurlen vor lauter Schnecken. Ist aber nicht der Fall. Wir haben so viele Nützlinge, unter anderem Brotzerer, also Erdkröten, Eidachsel und auch Ringelnodern. Und heuer haben wir sogar wieder einmal 2 Kreuznodern gesehen. Ist einem nicht ganz wohl dabei, aber die Gefahr wird überschätzt und man sieht, wenn man in 36 Jahren noch nie eine gesehen hat auf dem Feld, dann ist die Gefahr also schon klar, weil die hauen da ab, wenn sie eine Erschütterung spüren. Also da hier vorne, wo jetzt diese Mulchdecke drauf ist, da waren die Erdpfeh drin. Da haben jetzt noch Rauner und da habe ich das erste Mal probiert, nach Indianermethode Mais und Stangenbohnen gleichzeitig zum Bau, sodass die Stangenbohnen am Mais aufranken. Mal schauen, wie der Ertrag ist. Hau ist er eh nicht, weil da in dem Tal kaum ein Mais angebaut wird. Jetzt sind die Viecher so scharf drauf. Das sieht man eh. Da schon wieder Maisstroh oder Dolchkatzel oder Pfegel. Jetzt müssen wir mal schauen, ob die eine Pflanze der anderen zu viel Licht wegnimmt. Aber mal ein interessanter Versuch. Und man spart sich vor allem die Bohnenstangen. Das ist übrigens normaler Kernermais, wie er auf die Felder angebaut wird, also ein Futtermais, wo viele sagen, ja, den kann man gar nicht essen. Der ist ja so hart, den kannst du stundenlang kochen und der wird nicht wach. Das ist richtig. Du musst ihn wirklich zur richtigen Zeit ernten, bevor der Zucker in Stärke umgewandelt wird. Da schaut zum Beispiel jetzt reindruckst und jetzt spritzt der Milchsaft aus. Dann ist er richtig. Und mir ist der Futtermais, also in diesen 14 Tagen, wo man frisch essen kann, lieber als wie der Zuckermais, der ist mir süß. Aber das muss man wissen. Wenn er einmal hirt ist, der Mais, dann kannst du ihn gerade noch
ganz trickern und dann eben in der Mühle mahlen auf eine Polenta. Ist auch selbst gut, so Polenta steht's. Aber so frische, gegrillt ist schon etwas Feins. Da haben wir jetzt noch einen Haufen Kohlsorten, also Rosenkohl, Spitzkohl, das Weißkraut haben wir schon geerntet und ist schon im Fassel drin. Haufen Wirsching haben wir und den Rosenkohl, da haben wir letztes Jahr so eine gute Ernte gehabt. Den werden wir also so lange stehen lassen, wie es irgendwie geht. Übrigens kann man auch die Haum da herum, diesen runden Kopf vom Rosenkohl, den kann man recht schön mitessen. Der ist sehr zart und schmeckt recht süß. Blaukraut ist ein wenig mickrig da, aber jetzt hat er noch Zeit, jetzt hat er noch 2 Monate Zeit zum Wachsen. Zucchini lassen wir auch ausreifen. Wir haben also seit Jahrzehnten, kann man sagen, diese großen Äumel und die werden dann kühl gelagert, also frostfrei, und dann werden sie in Scheiben geschnitten, paniert und dazu gibt es dann also wie ein Schnitzel Außerbacher, und dazu gibt es dann einen Äpfelsalat und das haben wir viele Jahre gegessen und Kinder waren ganz scharf drauf. Ich mag es heute noch und meine Frau auch. Also diese großen Äumel kann man ausreifen lassen. Wir haben da mal zufällig drauf gekommen, wenn wir vom Urlaub zurückgekommen sind und dann waren so eine riesen Teile da und haben wir nicht gewusst, was wir da sind. Und dann bin ich auf diese glorreiche Idee gekommen. Aber werden schon noch andere auch haben. Da haben wir wieder noch einen Rosenkohl. Da haben noch die Reste von den Bohnen. Bohnen haben wir schon viel geerntet heute. Also zuerst grüne Bohnen und dann Trockenbohnen. Die muss ich noch ausperlen, das tue ich aber im Winter. Gelbe Ruhm und Topinambur. Topinambur haben wir jetzt seit letztem Jahr auch wieder angebaut. Haben wir früher schon gemacht, da haben wir noch versucht zu dünsten, hat uns nicht recht geschmeckt. Und meine Frau ist also letztes Jahr mal draufgekommen und hat es ganz fein gehobelt und hat es salatmäßig gut gemacht. Und da muss ich sagen, hat es gut geschmeckt. Ich freue mich schon drauf auf die neue Ernte. Und wenn die Hänge von den Stauern zum Teil 4 Meter haben, irgendetwas über die Knollengröße aussagt, dann darf er uns lange für den Winter. Da ist übrigens ein alter Ladewagen, den ich an unserem kleinen Kramer angehängt habe. Mit dem fahre ich das Gras auf die Wiesen zusammen und bringe es dann da rauf. Da herum übrigens, Oberhohenfeld, ist das abgerechnete Gras vom letzten Jahr. Also im Frühjahr ist das zusammengeschrumpft, die Mulchdecke auf ein paar Zentimeter. Und das wird dann abgerechnet und das tue ich überall da rauf. Aber bevor ich es rauf tue, lege ich auf dem ganzen Strang 4 Äpfel und tue das alte Gras drauf. Das war einmal ein Versuch, hat aber super hingehauen. Denn die Äpfel passt da so drin. Nicht jetzt so gleich, aber heuer haben wir aus dem Striegel, also ich glaube fast einen Zentner Äpfel raus. Die liegt drin wie ganz euer. Nicht trickert und nichts. Also auch eine Erfindung von mir, möglicherweise. Auf jeden Fall haut das recht schön hin. Naja, jetzt weiß ich nicht, ob ich da noch irgendetwas sagen soll. Gelbe Ruhm lassen wir auch noch drin. Bis im Oktober. Dann tun wir es raus, weil sonst Weihmais vielleicht kommen und uns zu sehr mit ernten. Naja, der kleine Ladewagen ist recht geschickt. Da habe ich einmal für 250 € gekauft und das ist unser Kramer 12 PS. Der ist auch sehr praktisch
vor allem zum Zügen. Leider hat er keine Hydraulik, aber alles kann man nicht haben. Okay, das war es jetzt gewesen. Aber der